Donnerschlag. Gedankenstoß und Inspiration. Ein Angebot von der Metal Church. Der Donnerschlag vom April, geschrieben und erzählt vom Töbu. In den vergangenen 40 Tagen hat die Wasteland Warrior Challenge von der Metal Church stattgefunden. Und ich möchte euch hier reinnehmen und ein bisschen erzählen, was ich dort erlebt habe. Meine persönliche Challenge hat daraus bestanden, aus dem Verzicht auf Gamen und Filme schauen. Am 23. Februar sind wir in unsere Wüstenzeit gestartet. Bewusst wollte ich meine bekannten Muster und Handlungen durchbrechen, um mehr Raum fürs Wesentliche zu schaffen. Mein Leitsatz dabei ist ein Zitat von Paulus, wo er den Korinther schreibt. Mir ist alles erlaubt, aber ich will mich nicht von irgendetwas beherrschen lassen. Unsere Sehnsucht, Bedürfnisse und Wünsche sind wie ein Strom, der ständig dazu neigt, alles zu überfluten. Da kann uns bewusst zu verzichten helfen, den Strom wieder ein bisschen zu bändigen. Mir ist alles erlaubt, doch es soll mich nicht beherrschen. Wenn etwas in meinem Leben wichtiger wird als Gott, meine Beziehung zu meinem Schöpfer und Heiland, ist es wahrscheinlich Zeit, damit abzuschliessen und es wieder an seinen richtigen Platz zu rücken. Das war das Ziel von meiner Challenge. Und ich habe mir vorgenommen, wieder mehr Zeit mit Gott und mit dem Hören auf seine Stimme zu verbringen. So bin ich eigentlich an einem Samstag allein in den Wald gegangen. Ich sitze am Feuer und bete. Dabei höre ich den Vögeln im Wald zu. Viele verschiedene Vogelstimmen. Und herrlich, wie der Frühling tönt. Da fliegt ein Rotkehlchen hin und setzt sich wenige Meter vor mir auf einen Ast. Es zwitschert sein Lied. Doch erstaunt stelle ich fest, dass ich es nicht höre. Ich sehe, wie es zwitschert, doch hören kann ich es nicht. Ich höre ganz viele Vögel, doch nicht den, den ich sehen kann. Nicht den Vogel, der direkt vor mir sitzt. Ich fokussiere mich ganz explizit auf den Vogel vor mir. Dann endlich höre ich ihn. Er zwitschert sein mir bekanntes Lied. Und ich habe mich riesig gefreut. Mir wird bewusst, manchmal höre ich auch aus lauter verschiedenen Einflüssen um mich herum Gottes Stimme ebenfalls nicht. Obwohl er da ist. Vielleicht liegt es daran, dass ich mich ablenke oder anders vorschiebe. Meine Erfahrung vom Wald zeigt mir, dass wenn ich mich auf Gott fokussiere, ich seine Stimme hören kann. So wie ich die Stimme vom Rotkehlchen kenne, kenne ich auch seine Stimme. Seine Stimme will ich hören, denn sie gibt mir Kraft, Halt und Sicherheit. Während dem ganzen restlichen Tag ist das Rotkehlchen immer wieder in meine Nähe gekommen. Auch als ich später mit der Motorsage gearbeitet habe, habe ich es immer im Augenwinkel sehen. Und ich habe mich daran erinnert, dass auch Gott immer bei mir ist. Ich hätte mein Arbeiten unterbrechen können. Dann hätte ich auch die wohlklingende Stimme vom Rotkehlchen wieder gehört. Ich war erstaunt, dass es sich vom lauten Klang der Sage nicht vertreiben lassen. Gott bleibt bei mir und auch bei dir. Auch wenn wir uns nicht auf ihn fokussieren oder wenn wir uns ablenken oder einfach etwas anderes machen. Gott, er ist immer bei uns. Amen.